Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com. Kuba oder die Schweiz? Überlegen. Überlegen. Ich überlege mir. Ich überlege mir. Du überlegst dir. Du überlegst dir. Er überlegt sich. Er überlegt sich. Wir überlegen uns. Wir überlegen uns. Er hat sich überlegt. Er hat sich überlegt. Du überlegst dir. Überlegen. Wir überlegen uns. Meine kubanische Freundin ist mit einem Schweizer Banker verheiratet. Meine kubanische Freundin ist mit einem Schweizer Banker verheiratet. Sie haben ein kleines Kind. Sie haben ein kleines Kind. Sie überlegen sich, auf Kuba auszuwandern. Sie überlegen sich, auf Kuba auszuwandern. Sie sind nicht sicher, ob es besser wäre, in der Schweiz zu bleiben oder auf Kuba zu gehen. Sie sind nicht sicher, ob es besser wäre, in der Schweiz zu bleiben oder auf Kuba zu gehen. Der Vorteil von Kuba sind niedrige Steuern, man hat mehr Zeit für die Familie, weniger Stress, grossartiges Wetter, das
das Sozialleben. Die Offenheit und die Lebensfreude der Kubaner. Die Offenheit und die Lebensfreude der Kubaner. Grossartiges Essen. Grossartiges Essen. Und man wohnt in der Nähe vom Strand und vom Meer. Und man wohnt in der Nähe vom Strand und vom Meer. Die Vorteile der Schweiz sind: Die Vorteile der Schweiz sind: ein grossartiges Gesundheitssystem. Ein grossartiges Gesundheitssystem. Eines der besten Schulsysteme. Eines der besten Schulsysteme. Gute Löhne. Gute Löhne. Der Sommer in der Schweiz ist fantastisch. Der Sommer in der Schweiz ist fantastisch. Im Winter kann man Skifahren. Im Winter kann man Skifahren. Es hat wenig Kriminalität. Es hat wenig Kriminalität. Und es ist eine stabile politische Situation. Und es ist eine stabile politische Situation. Aber dafür muss man viel Steuern und Gesundheitsversicherung zahlen. Aber dafür muss man viel Steuern und Gesundheitsversicherung zahlen. Es ist sehr ein teures Land. Es ist sehr ein teures Land. Im Winter ist es dunkel und kalt. Im Winter ist es dunkel und kalt. Ehrlicherweise muss ich auch zugeben, dass die Schweiz etwas langweiliger ist. Ehrlicherweise muss ich auch zugeben, dass die Schweiz etwas langweiliger ist. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Was würdest du an ihrer Stelle machen? Was würdest du an ihrer Stelle machen? Hast du auch schon so ein Dilemma gehabt? Hast du auch schon so ein Dilemma gehabt? Für was hast du dich entschieden? Für was hast du dich entschieden? Zum Glück muss man sich nicht ein für alle Mal entscheiden.
Man kann ja mal ein Abenteuer wagen und in ein exotisches Land leben. Aber man kann auch jederzeit wieder zurückkommen. Ich wünsche meiner Freundin auf jeden Fall, dass sie ihren Weg findet. Und euch allen auch. Tschüss zusammen.